Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Laut meinem Wecker ist 11 Uhr am Morgen. Laut meinem Handy nicht. Ja, mal. Stimmt überein. Auf jeden Fall ist es Zeit zum Aufstehen. Das Business wartet nicht. Schön seid ihr wieder mit dabei. Und wir sind immer noch in unserem alten Drecksloch. Es fühlt sich langsam. So, Aufnahme läuft, mal das ist schön. Okay. Ha! Jetzt haben wir noch einen Moment ganz schnell. Jetzt muss ich noch heute checken, ob da das Mikrofon auch läuft. Hallo! Haha! 1, 2 Mal, man sollte mich hören. Ui, was ist jetzt los? So. Ha! Wunderbar. Okay. Also mal ein Telekacherle. Hey, was ist das echt für ein Gagel da? Wow. Ich habe es gehört klopfen. Hallo? Okay. Hauptsache wir haben einen Schaft, den wir nicht brauchen können und sonst ganz viel. Oder Köder können wir auch nicht runter und weißt du, wenn wir hier mal neu streichen und so ein bisschen... einfach mal schiffen. Nein, so, wir lassen es blöd tun. Weil das Business ruft. Und zwar schalte Downtown frei, um nach Norden zu expandieren. Neue Verkaufsgebiete freischalten, Tuthaus und Supermarkt. Haben wir nicht Tuthaus das letzte Mal freigeschaltet? Ich habe es eben gemeint. Und der Kenny ist gestorben. Und ich weiß immer noch nicht warum. Mal da, wir haben ja Tuthaus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir das Tuthaus und das Kennel sprayen, für das wir Downtown freischalten können. Und, oh mein Gott. Seht ihr das, meine Damen und Herren? Wir haben Kokain am Start. Freischalten. Ja. 25 Gramm im Ankauf, 45 im Verkauf. Das ist Musik. Das ist Musik. Wir können eigentlich alles andere mal abstellen, was wir nicht wollen, und uns nur noch auf Koks beschränken. Wird euch dann auch nur noch Koks bestellt? Wenn wir echt das mal probieren. Nein, wisst ihr was, das verkaufen wir zuerst mal alles, aber wir bestellen nicht mehr Neues. Und sobald wir alles verkauft haben, schalten wir mal alles andere aus und verkaufen nur noch Koks. Weil das hure Durcheinander da, das fickt meinen Kopf. Was hat der Reddy geschrieben? Jo, neuer Stoff ist verfügbar. Kokain, check das mal aus. Okay. Jawohl, das neues Päckchen haben wir abgeholt in der letzten Folge. Der Adrian will uns Geld geben. Da sage ich nicht nein. Die Amarena sagt auch, sie will uns Geld geben. Das sage ich nicht nein. Und Robin? Oh. Super, mein Kunde ist tot. Was zur Hölle verkaufst du da? Bring mir diesen Scheiß nie wieder. Nie wieder mehr. Äh... 16 Gramm Crystal. Also hier hat sich einer zu viel reingejagt. Und zahlt hat sie jetzt nicht. Ja. Das Geld wollte ich gleich. Ja, kann ich dir jetzt zurückschreiben? Sorry. Oder so, nicht. Ja, haben wir gelesen. Und der Damon ist bereit mit dem Geld. Also der Chuck. Das sind wieder so viel neu. Ich würde sagen, wir machen schnell eine kleine Geldrunde. Oh, Skillpunkt verfügbar. Gut,
Wenn wir mal unsere Säcke ein bisschen grösser machen, dass wir vielleicht mal Zeug im Sack können transportieren können, weil wir ja den Rucksack nicht durch den Schacht können nehmen. Vielleicht hilft uns das etwas. So, jetzt haben wir noch 9. Vergrössert Ausdauer. Ich glaube, das wäre auch kein Seich. Oder schneller säckeln. Oder noch mehr... komm, Preise. Wir brauchen das Cash. Wir brauchen das Cash. 2 Skillpunkte hätten wir noch, die sparen wir uns auf. Und somit haben wir 3 Mal Geld einsammeln. Das machen wir. Und wir haben noch ein E-Mail bekommen. Ich hoffe, wir können mehr Geld einsammeln, weil der Chuck sollte doch eigentlich... Ja, Baby. Der Chuck sollte auch noch Geld abliefern und beim Eddie müssen wir noch Geld abliefern für das Kartell. Die Frage ist, wie viel ist das? 1774 Stutz. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen nicht vom Fleck. Wir machen irgendwie... Jedes Mal, wenn wir Geld haben, gefühlt kommen Cops auf Hickenis. Und das gefällt mir nicht so. Hey Adrian. 330 $. Okay, mal, ich habe nichts gesagt, wir machen auch gleich Geld. Hinten, irgendwo dort hinten. Links. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Moin, Damien. Dankeschön. Apropos, wenn wir schon mal hier sind. Tante Emma. Hast du etwa noch ein paar neue grosse Gläser? Nein, die hat eben nur die kleinen. He? Der Mercer für 65. Ja, Item. Chucky. Chuck. Chuck. Hier. Oh, hopp. Chuck. Okay. Oh, hopp. Ah, hier. Chucky. Hey, pst. Hey. Gib mir das Cash. Oh, 500 Stutz. Okay, mal, jetzt läuft es langsam. Die Amarena ist bei uns daheim. Was ist eigentlich beim Eddie? Ah, das Geld zurückbringen. He? Gut, eben, wie gesagt, wir müssen irgendwie 1700 $. Am Eddie zurückbringen. Und so wie ich verstanden habe, hey Amarena. Wie viel haben wir jetzt? 1400. Hey. Wir müssen mehr Gewinn machen, liebe Leute. So wie ich verstanden habe, können wir jetzt wirklich das Geld nicht zurück von anderen, weil einer verreckt ist. Da haben wir noch 380 $. 1795. Gut, wir haben jetzt alles voll hier noch. Und haben es abgezahlt. Also wenn wir nachher... Okay. Mal, wir kommen schon langsam auf einen grünen Zweig. Langsam aber sicher. Hoppala. Hey. Klar. Hier ist deine Kohle. 1774 $. Jetzt haben wir noch 42 $. Läuft. Hey Freunde. Kann ich neben euch durchlaufen? Guten Tag. Kann ich mich kontrollieren?
Okay, das funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Ich schließe meine Tür auf und gehe ins Haus. Okay, krass. So. Wie sieht es jetzt aus? Hat uns die andere noch geschrieben? Die Robin? Ah, jetzt hat sie unser Geld gleich, eben. Ich würde sagen. Okay. Boah. Ja, dann müssen wir näher anfangen liefern. Ui. Quickslot 1 ist leer, ja. Ich frage mich, für was es die ganzen Quickslots hier noch sind. Weil, man hat ja keine Waffe oder irgendetwas gekauft. Also was kann ich dort in Quickslot tun? Also, ausser den Drogen. Wo ist sie überhaupt? Ah, da bin ich Schinken. Hey Freunde. Hey, come over here, pal. Warum Säckchen an? Don't try anything stupid. Ja, alles gut. Schöne Scheibe. Längst du mich an? Okay, you're clear. To all units, suspicious individuals spotted around cemetery. Rechts. Ist ja klar. To all units, possible assault with robbery near the docks. Over. Ich habe irgendwie eine ganz komische Form. He? Sollst du mal Bein trainieren? Hey Robin. To all units, we have an Tut mir leid wegen deinem Freund, wirklich. Aber der Kenny stirbt halt irgendwie immer. Ja, und somit haben wir gleich noch ein kleinen Gewinn gemacht und haben jetzt den ganzen Stoff, den wir jetzt daheim haben, ist ja gezahlt. Das muss ich mich schon lange mal fragen. Hier. Das geht nicht. Okay. Yes. So. Wir haben Geld gesammelt. Cash, Cash, Cash. Cash, Cash, Cash. Und wir haben Stoff am Start. Vom Gröbsten. Jetzt tun wir hier aber noch schnell Equipment-Modus auf. Mittleres Glas. Wir haben doch mehr 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben doch mehr grosse Gläser gehabt. Oder spinnt es mir? Ja, Item. Also. Das Business geht weiter. Wir haben ja nichts anderes, was wir noch haben müssen machen, oder? Einfach ne, ja, 5 Kunden vom Stoff abhängig machen. Ich glaube, das probieren wir dann wirklich mit Kokain. Oder mit Meth. Die Kunden lieben dich. Die Lieferungszeit ist auch gut. Ja, was hat der James? 26 Gramm Gras so schnell wie möglich. Gib ihm. Was hat der L? Ambinos. Gib ihm 2 Gramm Amphi, 2 Gramm Bambinos, 2 Gramm Meth, Ecstasy. Hat schon irgendeiner Kokain bestellt? Alter, wie viele kleine Scheissbestellungen das wieder gibt. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, dass sie alles hören. Machen wir das einfach mal parat. So, liefern 26 Gramm Marihuana. 20. Was? Ah, da sind nur noch 9 drin. Pardonnez-moi. Dann haben wir hier 5. Und 2 mal 2. Nein, was habe ich müssen haben? 26 oder 29?
26 glaube ich. Also 2 mal 3. Nein, Bullshit, 1. Sind 6. Ich kann es nicht lesen, wie steht hier? 26 glaube ich. 5 und 1 sind 6. Ja, 26. Hier haben wir nur noch 3 Gramm und hier. Oh, fuck, wir haben fast kein Gras mehr. Schissel. 2 Gramm. Jetzt haben wir 1 5, 1 1 und 1 10. Das sind dann noch 4. Das sind noch 3. Und das sind noch mal. Hey, und das sind noch 10. Jetzt geht wirklich das Gras aus. Okay. Kann ich das da drin tun? Okay. 26 Gras haben wir. Brauchen wir noch mehr Gras? 2 Gramm für den Johnny. Die nehmen wir auch noch mit. So. Und nachher Amphi. Das ist Ecstasy, das ist Amphi. 6 Gramm. 5 und 1. 6 Gramm Amphetamin. Dann haben wir 2 Gramm. 2 Gramm. Dann haben wir nochmal 2 Gramm. Ich könnte mal einfach vorauslesen und zusammenzählen, aber das ist bis jetzt meistens nicht so gut gekommen. 2, 2. Dann Meth. Da haben wir auch nicht mehr viel. 2 Gramm Meth. Und jetzt 2, 4, 6. Habe ich das Marihuana unten schon dazu gezählt? Ja, okay. 3 mal 2 Gramm Ecstasy. 3 mal 2 Gramm Ecstasy. Voilà. Da haben wir, glaube ich, alles, wenn ich richtig gezählt habe. Irgendwelche Bestellungen noch reinkommen? Nicht. Und ich frage mich, ob wir jetzt wirklich mal wollen. Nein, noch nicht. Aber wir steigen auch wirklich mal um und machen nur noch Kokain. Und das Kokain strecken wir mit Zucker. Jawohl. Keine Ahnung, ob das schlau ist oder was da nachher passiert, aber wir können es ja probieren. Hallo. Hallo, Polizei. Ich gehe gerne spazieren. Hallo James, wie geht's dir heute so? Luda, ich habe dir ein Säckchen Gras und noch eins. Und noch mal 2. Und ich sage merci und ciao. So, dann haben wir. Oh, der Dwayne ist auch da irgendwo hinter der Mühle. Hopp. Dwayne Boy. Hey, du stehst vor meinem Garage Boy. Der Dwayne hat 2 Gramm Amphi. Da, aber Nummer 1. Jawohl, danke schön. Wir müssen aufhören mit diesen kleinen Scheissdingen. Das ist einfach nicht. Puh, da ist vielleicht etwas los. Das ist auf der anderen Seite vom Zaun. Ich hoffe, das bringen wir her.
Merci Donald. Salut, Schmika. Die Namen. Das ist gerne ein bisschen Ecstasy. Ja, hier. Kannst du haben. Johnny. Ja, ein bisschen Gras kannst du haben. Der L ist auch noch da irgendwo. Aber wo? Hinter dem Mond. Hello L. Hello. 6 Gramm Amphi. 1 ist 5, 1 ist 1. Oh, ciao. Jetzt kommt der mit meinem Lieblingsnamen. Der Biku. Der Biku ins Kapking. Ja, ist ja gleich, hier nimmt die Stoff. 2 Gramm Meth. Ciao, Mando. Und der Cordian, mein Lieblings-Cowboy. Und wo ist er, mein Cowboy? Cowboy? Ah, hier ist mein Lieblings-Cowboy, der Cordian. Hallo. 2 Gramm Amphi kannst du haben. Und jetzt haben wir noch ein Päckchen Ecstasy. Jetzt sollten wir noch haben. 1 ist 2 Gramm Ecstasy. Und 1 ist 2 Gramm Gras. Habe ich jetzt wirklich wieder irgendetwas falsch? Hä? Habe ich gleich zu wenig Gras mitgenommen? Oder habe ich einfach jemandem falsch rausgegeben? Wenn ich einem zu viel gebe, hat sich da jemand mal geachtet? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben? Wenn ihr irgendwo gesehen habt, dass ich jemandem zu viel Stoff in die Finger drückt, kommt dann eine Meldung, dass ich ihm zu viel gebe, oder nimmt er es einfach aus euch? Merci. Das wäre mal noch interessant zu wissen. Also Ecstasy haben wir noch, dann brauchen wir noch Gras. Und zwar lustige 2 Gramm. Sodeli. Ich schwöre, wir haben das eingepackt. Oder kann ich einfach wieder mal nicht lesen und nicht rechnen. Und dann probieren wir jetzt mal. Jetzt sind wir mal unseren Rucksack, da können wir eigentlich gleich hier lassen. Das Geld lassen wir hier. Das nehmen wir in den Hosensack. Das nehmen wir auch in den Hosensack. Die Spraydose passen eben nicht in den Hosensack, die passen auch nicht in den Quickslot. Jetzt hat es bei mir geläutet. Scheint fast so. So. Okay, den Rucksack lassen wir da. Und ich glaube, ich muss an die Tür heute. Und dann würde ich sagen, wo sind wir? Bei 24 Minuten. Ja, das passt. Wir haben noch 2 Gramm Ecstasy und 2 Gramm Marihuana. Die bringen wir beim nächsten Mal da über die Grenze, weil ich muss jetzt heute an die Türe. Machen wir das beim nächsten Mal. Schön, seid ihr mit dabei gewesen. Und nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst mir doch gerne mal ein Abo da, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr auch ein Like da lassen. Hey. Und
kommentiert unbedingt mal, wie das ist, wenn ich jemandem zu viel gebe, ob das jemandem aufgefallen ist, ob ihr etwas gesehen habt. Wäre cool. Merci vielmals. Bis gleich, Timo G. Ciao.